Oberbayern im Rupertiwinkel. 2 Männer, ein halbes Jahrhundert und ein Name, der aus einer Verlegenheit entstanden ist. Für ein Gartenfest nehmen wir einen 3. Mann mit. Dann gehen wir auf die Bühne und spielen wir das erste Stück. Dann sage ich, grüß Gott, es spielen für euch die... keinen Namen. Die was? Und bei uns hat es auch die lustigen Mosacher gegeben und so. Alle haben sie lustig genannt. Fidel und... Jetzt sage ich einfach genau das Gegenteil. Sage ich spielen die 3 Zwidern. Und dann haben wir gesagt, das ist überhaupt kein Name, aber es ist uns nichts Besseres eingefallen. Oder die Leute schreiben an die 3 Zwiebeln, an die 3 Zwitter. Also es ist immer was passiert. Aber wichtig ist, dass die Post angekommen ist, oder? Die ist angekommen. 1978. Eine Kassette bei der Post und Karl Moik holt sie in den Musikantenstadel. Da aufspielen, dann hat sich der Schorsch, unser damaliger Gitarrist, hat sich Gitarre ausgeliehen und die hat er mitgebracht und da waren das Preispapperl dran. Natürlich der Moik hat gesagt, ja was ist denn das da, gell? Und dann hat der Motz Gaudi gehabt, aber dann hat es den Karl so gefallen, hat er gesagt, weißt du was, im nächsten Stadel hat es dabei. Über 400 Auftritte in Funk und Fernsehen, Tourneen bis nach New York. Für uns zum Verstehen, du bist wie alt? Ich werde in 24 Jahren 100. Unglaublich. Ich bin 74. Ja, wow. Ja, du bist der Benjamin, oder Christian? 51. 51. Ich immer noch rum, wenn am nächsten Tag die Kreuzschmerzen das und da. Aber das ist, die Bühne ist mein Power, wie man heutzutage sagt. Ja, da kommen sie her und schauen, ui, das sind doch die echten 3 Zwidern. Ja, Ja. die sehen noch genauso aus wie vorher. Wie vor 40 Jahren. Irgendwie kommen wir auf den Punkt, dass es auch nicht schlimmer wird. So, das ist gut. Die sagen dann, spielst du noch oder lebst du noch? Seit 1978 auf der Bühne und die Geschichte geht weiter. Prost auf unsere Freundschaft. Ja, weil Das ganze Porträt dieser Legenden der Volksmusik gibt es auf unserem YouTube-Kanal Volks Music Television.